Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Taktikfuchs. Ja Leute, diesmal für das Champions League Spiel bei Manchester United. Nach der Schmach von Frankfurt, ja, da wird die Aufstellung relativ spannend werden. Neuer und Kane können wir mal festhalten, denke ich. Den Rest kann man natürlich jetzt ein bisschen variieren, sag ich mal. Wir haben jetzt nicht unendlich viele Möglichkeiten. Wen ich auch noch safe bringen würde, ist auf jeden Fall Leroy. Links oder rechts, sei mal dahingestellt. Ich würde auch mit Musiala anfangen. Auch wenn er nur 60 Minuten kann. Und ich würde mit einem Müller mit auf den Platz nehmen. Und zwar über rechts, wobei ich diese drei super variabel halten würde. Ja, Sané, Müller können wir die Seiten tauschen. Musiala kann auch mal nach außen gehen und Müller auf die 10. Ich denke, wir haben auch gerade unter Nagelsmann auch gesehen, dass Musiala und Müller zusammen auch ganz gut harmonieren. Und Musiala sich da auch immer ein bisschen dran hochgezogen hat am Thomas. Ja, Coman, nach der Leistung, Alter, und den letzten 2 Spielen davor auch, war es auch steil bergab. Sehe ich nicht. Ein Gnabry ist verletzt. Choupo-Moting brauchen wir gar nicht erst mit anfangen. Alternative ist Tell. Ja, ich würde einen Tell dann für einen Musiala bringen. Ja, dann Müller halt auf die 10, Sané zur Not rüber. Das kann man super variabel halten. Ja. Von daher nehme ich hier schon mal den Tell rein. Wir haben es in der Pressekonferenz gehört, Musiala maximal 60 Minuten. Wird man sehen, wie gut oder schlecht er ist. Dann kann man ihn noch zur Halbzeit sonst auswechseln. Man muss das nicht übertreiben. Gut, das wäre meine offensiven 4. Unsere Außenverteidiger waren beide unterirdisch. Unser defensives Mittelfeld war unterirdisch. Nicht nur gegen Frankfurt, generell. Welches Pärchen mir sehr gut gefallen hat, war gegen Dortmund, Goretzka und Leimer. Die würde ich aufbieten. Einfach auch um zu schauen, ob das gegen Dortmund eine Eintagsfliege war oder halt nicht. Ja? Von daher, wenn das meine Doppel-Sechser, Achter, wie auch immer ihr das benennen wollt, würde sie auch auf einer Höhe spielen lassen, so dass sie sich absprechen können, wer weiter vorgeht, wer nicht weiter vorgeht. Wenn gerade eine Pressingmaschine gebraucht wird, ist natürlich der Leimer gefragt. Ansonsten muss ein Goretzka sich ein bisschen zurückhalten, ein bisschen defensiver agieren. Aber das kann man flexibel halten und das sollten die beiden auch können. Das haben sie gegen Dortmund eindrucksvoll gezeigt, dass sie das können. Gut, da unser Außenverteidiger auch absolute Rotze war, ja, wird's wild, die Viererkette. Ich will mit Guerrero rechts anfangen. Ja, dann Goretzka im Mittelfeld spielt. Stellen die Innenverteidiger sicher leider mal wieder von alleine auf. Kehm und Upper. Wobei ich jetzt, wie gesagt, das gar nicht so an den Innenverteidigern nur festmachen möchte. Das letzte Spiel. Und bei mir wird hier auf jeden Fall der Kretzig auflaufen als Linksverteidiger. Ja, ich weiß, Guerrero ist wenn Linksverteidiger, aber nochmal, ich habe es schon im Stream ein bisschen erklärt. Ich denke nicht, dass ein Guerrero sich das Bein brechen wird, wenn er auf der anderen Seite spielt. Und ich denke, er ist erfahren genug, um das auch umsetzen zu können. Ja, na klar, beraubt man sich der Stärke der Flanken. Wann siehst du bei uns, dass ein Außenverteidiger mal durchgeht und eine Flanke schlägt? Ja, das ist eh nicht unsere Spielweise. Und von daher sehe ich das jetzt nicht als das große Problem an, dass wir einen Linksverteidiger mal nach rechts stellen können. Haben wir ja auch schon gesehen, dass Mazraoui von rechts mal nach links gewechselt ist und so weiter. Von daher sollte das auch andersrum der Fall sein. Warum kein Mazraoui, kein Davis, kein Kimmich? Die brauchen einfach eine Denkpause. Punkt. Ja, auch ein Coman braucht eine Denkpause. Die Leistungen, die da gezeigt wurden, die gehen auf keine Kuhhaut. Die brauchen für mich eine ganz klare Denkpause. Und da muss man ein Zeichen setzen. So. Ja, Kehm und Opa könntest du auch eine Denkpause geben. Wir haben leider keine anderen Spieler. Man könnte noch sagen, man nimmt einen Goretzka in die Innenverteidigung, nimmt einen Kehm raus oder einen Opa raus und stellt einen Pavlovic auf. Aber nochmal, Leimer, Goretzka, die Kombi war gegen Dortmund sehr gut und ich würde die einfach mal
sehen jetzt. Ja. Das Spiel ist jetzt nicht super wichtig gegen Manchester United, von daher kann man da ein bisschen was probieren, denke ich, um zu schauen, wie gehe ich in die letzten 2 Spiele rein. Ja. Das wäre meine Prämisse. Natürlich durch die Mannschaft an. Wir reden da nicht von einer B11 oder sonst was. Und wenn man die jungen Spieler hat, wie ein Kretzig, dann muss man die auch bringen. Ja, er kann es nicht schlechter machen, wie es ein Davies die letzten Spiele getan hat. Punkt. Ja. Ja, vielleicht ist er unerfahren, hin und her, vielleicht ist er nervös und so weiter. All das hat er bisher nicht gezeigt, war immer kaltschnäuzig und ja, ist defensiv jetzt auch nicht so die Superkanone, ein Guerrero auch nicht. Aber nochmal, schlechter wie es ein Davies und Mazraoui jetzt im letzten Spiel getan haben, kann das auch nicht sein. Und ich denke, es tut mal gut, wenn man dann mal endlich mal Konsequenzen zeigt. Ja. Dass man mal der Mannschaft zeigt, Leute, mit den Leistungen geht das so nicht. Und wenn ihr die Leistung so bringt, ja, dann werdet ihr auch nicht aufgestellt. Ja. Wird natürlich nicht passieren. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das wäre aber auf jeden Fall meine Aufstellung. Ich gehe davon aus, dass dieselbe 11 auflaufen wird, wie es gegen Frankfurt der Fall war. Mal abgesehen von Choupo. Vielleicht läuft da Musiala auf. Und vielleicht ein Müller. Wo ich das schon schwer vorstellen kann, dass Müller dann da in der Startelf steht. Unterm Tuchel. Wild. Ja, das ist, wovon ich ausgehe. Vielleicht überrascht der Tuchel uns, vielleicht wechselt er doch irgendwie, vielleicht ein Guerrero für einen Davies, das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass er das macht. Das wäre auf jeden Fall meine Geschichte für das Spiel gegen Manchester United. Warum auch für das Mittelfeld Goretzka Leimer, anstatt zu sagen, man überlegt vielleicht sogar einen Guerrero dahinzustellen, weil er technisch ein bisschen versierter ist vielleicht. Ich denke, Manchester United muss gewinnen. Ja, die haben keine andere Wahl, also die können nicht sich abwartend hinten reinstellen. Also die werden Feuer geben und das bedeutet auch, wir werden Räume haben. Ja, und da sehe ich einen Goretzka und einen Leimer. Ja, haben wir gegen Dortmund gesehen, ja, dass das passt. Und da sehe ich die halt vorne anstatt ein Guerrero. Guerrero sehe ich eher so, wenn ein Gegner mit 2 Viererketten hinten drin steht, dann ist ein Guerrero die bessere Wahl, finde ich, auf der 8 wie so ein Goretzka. Aber das sehe ich jetzt gegen Manchester United nicht. Ja, Leute. Kurz und schmerzlos, das wäre meine Aufstellung. Wie immer, haut mir gerne eure Meinung raus. Rot-weiße Grüße. Tschüssi.